Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 16. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Hertha BSC Berlin. Und das ist auch das Duell zwischen Horst und Windhorst. Man könnte auch sagen, Not ohne Geld trifft auf Elend mit Geld. Und natürlich habt ihr es schon längst gesehen, wo wir stehen, nämlich am Marathontor. Und das hat einen guten Grund, denn hier haben wir schon vor 30 Jahren gestanden, wenn das Elend mal wieder nicht zu ertragen war. Ja, und nach dieser armseligen Klatsche in Freiburg war das Elend natürlich wirklich richtig groß. Ja. Und wir haben im Frust gepostet, es reicht. Ja? Und das scheint genau euer Empfinden und eure Meinung auch gewesen zu sein, denn unter diesem Post, da ging die Post ab. Ja, aber nur da ging sie ab. Ja, leider Wer nur. jetzt gedacht hätte, der Gisdol, der geht auch mal richtig ab nach so einer kläglichen Niederlage, der hat sich getäuscht. Er hat allerdings was sehr Interessantes in Richtung der Mannschaft gesagt, zumindest wenn man mal genau hingehört hat. Er hat nämlich gesagt, sie haben ihr Bestes gegeben. Ja, das klingt so, als würde er sich vor die Mannschaft stellen. Ja. Ne? In Wahrheit versteckt er sich aber hinter der Mannschaft, denn er sagt ja, die sind halt nicht besser. Ne? Da kann man nichts machen. Ne? Bei dieser Mannschaft, da reicht es nicht. Ja, als Spieler würde ich da sagen, mir reicht's. Ja. Denn mal ganz ehrlich, das kannst du vielleicht nach einer Niederlage in Barcelona sagen. Aber wenn du 5-0 in Freiburg verloren hast, dann ist es ja wohl eine absolute Beleidigung. Und zwar nicht nur für die Mannschaft. Nein. Denn genau genommen heißt es ja auch, lieber Horst Held, die Mannschaft, die du mir da hingestellt hast, die reicht nicht. Ne? Du hast einen scheiß Job gemacht. Ja, und was macht der Horst? Der sagt, ja, ich habe doch keinen Amazon-Warenkorb und kann hier beliebig Spieler bestellen. Was soll ich denn machen? Ne? Heißt genau genommen, er gibt die Verantwortung auch schon wieder weiter. Und zwar an den Werle, denn der ist bei uns ja für das Geld zuständig. Aber wie wir alle wissen, da reicht es ja auch nicht. Nee, und das bisschen Geld, das wir hatten, nämlich so 10 Millionen hatten wir ja doch im Warenkorb Anfang der Saison, ja. Das haben wir in Spieler gesteckt, von denen jetzt ein einziger regelmäßig spielt. Das heißt, auch auf dieser Baustelle muss man sagen, reicht es absolut nicht. Und es ist nicht mal das Schlimmste. Nein. Das Schlimmste ist, dass in diesem Verein kein Rädchen mehr ins andere greift. Ja. Und was noch viel schlimmer ist, die Rädchen, die laufen sogar gegeneinander. Ja. Der Trainer sagt, die Mannschaft kann es nicht. Die Mannschaft schießt gegen den Trainer. Der Sportdirektor sagt, ich habe zu wenig Geld, schiebt alles auf den Finanzmann, auf den Werle. Und der Werle sagt, Corona ist an allem schuld. Und dann haben wir schließlich und letztendlich auch noch einen Präsidenten, der kommt nach Wochen und Monaten mal endlich wieder an die Öffentlichkeit und geht ausgerechnet zur Bild-Zeitung und gibt da ein Interview, also bei denen, die ihn vor nicht mal 1,5 Jahren noch fertig machen wollten. Ganz ehrlich, so geht das Schiff garantiert unter. Ja, wir haben exakt so viele Verantwortliche wie Lösungen. Keine, gar keine. Das bedeutet Stand jetzt, dass wir auf jeder einzelnen Position sagen müssen, es reicht nicht. So, soll ich da jetzt noch was zum Motto sagen? Wie lautet das? Ist ja logisch, ne? Es reicht Nicht. Nee. Nein. Reicht nicht. Für eins reicht es glücklicherweise immer. Ja. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Prösterchen, Leute. Und an die Mannschaft und die Verantwortlichen. Leute, reißt euch am Riemen. Ihr habt wahrlich keine großen Ziele. Versucht wenigstens irgendwie euren minimalistischen Ansprüchen doch noch gerecht zu werden. Aber im Moment reicht es selbst dafür nicht. Nee.